Irgendwie ist die Kamera ein bisschen schräg, meine ich das nur, oder ist das so? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Kurz mal vorab, das Video wird richtig random. Ich habe Zöpfli, das ist cool, also wenn ich irgendeinen einzigen Kommentar zu einem Zöpfli sehe, okay, da kommt meine Mom persönlich und bis uns von dir alle. Oh. Und was ihr vielleicht auch noch wissen müsst, es ist gerade 2 am Nachmittag und es ist Sonntag und ich will das Video heute Abend noch rausbringen und ich weiß nicht, ob ich das wird schaffen. Aber ich habe nicht recht gewusst, ob ich jetzt ein Video machen oder nicht, weil ich heute noch lernen will und ich habe gedacht, komm, ich will eigentlich gleich noch ein Video machen und darum wird jetzt einfach das random Video, also gebt einfach zufrieden damit, okay? Aber um das geht es nicht in diesem Video, sondern ich habe mir ein paar Sachen überlegt, wo ihr da draussen vielleicht alle nicht unbedingt wisst oder vielleicht nie von mir gedacht hättet oder keine Ahnung, Sachen, die ihr halt nicht wisst und ich habe gedacht, ich finde das vielleicht mega spannend und ja. Als allererstes Mal, ich glaube, viele haben nicht gewusst, dass ich ein ADS habe, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Und zwar ist das wie, ich finde das ganz schwierig zu erklären, ich sage mal ein Beispiel, ich habe eine Prüfung und ich hocke vor meiner Prüfung und das Fenster ist offen und wenn draussen nur ein scheiß Vogel pfeift, dann kann ich den wie nicht richtig ausblenden. Also ich kann mich dann wie nicht mehr auf die Prüfung konzentrieren, einfach weil ich die ganze Zeit den Vogel mega wahrnehme und dann geht er mir nicht mehr aus dem Kopf und dann kann ich nichts mehr lesen. Und bei mir ist das als Kind eigentlich schon festgestellt worden, ich habe dort auch Ritalin genommen. Und nachher habe ich das irgendwann abgesetzt und dann haben wir eigentlich alle so ein bisschen gedacht, jo, eigentlich ist es noch okay so, ich kann mit so ein bisschen mitleben und jetzt merke ich wieder so ein bisschen, es läuft absolut gar nicht. Ein zweiter random Fact, ich bin allergisch auf Nüsse. Es ist zwar nie abgeklärt worden, aber jedes Mal, wenn ich Nüsse isse, dann, also vor allem Baumnüsse, dann komme ich oft über, für die nicht wissen, was das ist, sind glücklich, okay, es ist einfach so eine Entzündung im Ohr, es tut fucking weh und es ist einfach, boah. Okay, nächster Fakt. Ich bin absolut schlecht im schnell zurückschreiben. Real Talk. Ich glaube, alle meine Kollegen können das unterstreichen. Dann kommt eben dazu, ich habe die blauen Häkchen ausgestellt und zuletzt online heisst, man wird nie herausfinden, ob ich die Nachricht jemals überhaupt wirklich bekommen habe. Und ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Meistens lese ich die Nachricht, aber ich habe dann auch keine Lust zum Antworten. Dann schließe ich mein Handy, dann entscheide ich mich zum Antworten und dann gehe ich irgendwo her und dann sehe ich irgendetwas anderes. Und dann irgendwann, ja, kann es bis zu 2 Minuten dauern. Anschliessend dazu kann man sagen, dass ich sehr unzuverlässig bin. Also meistens, wenn es so heisst, jo, bis dann und dann musst du das erledigen, dann mache ich es wirklich immer auf den letzten Drücker. Und das ist ganz übel bei mir. Ich weiss nicht, ich kann ein Jahr lang Zeit haben. Ich werde es einen Tag vorher machen. Und ich hasse mich für das. Es ist so mühsam. Ich will so gerne einfach mal früher anfangen. Ich glaube, das ist auch ein richtig geiles Gefühl, wenn man das mal geschafft hat, so etwas erledigen. Aber kann nicht. Ich meine, ich hocke jetzt da. Es ist 2 Uhr am Nachmittag und nicht um 6 Uhr soll mein Video rauskommen. Aber falls ich mich jetzt gerade in ein paar Jahren bewerbe, nachdem ich das Video gemacht habe und du das scheiß Video anschaust, ich habe mich jetzt verändert. Ich bin jetzt sehr zuverlässig, okay? Ja. Und ich bin nicht nur unzuverlässig, ich penne auch wie ein Stein. Real Talk. Ich kann um 8 Uhr am Abend ins Bett und wenn mich nicht mehr weckt, dann stehe ich um 2 Uhr am Nachmittag auf. Egal, wo ich bin, wie laut es ist, wie heiß es ist, ich stehe nicht auf. Ich stehe erst auf, wenn mich jemand weckt. Ich habe auch schon an einem Konzert pennt, ich habe schon im Kino pennt, ich habe eigentlich schon überall pennt. Und es kommt nicht darauf an, ob wenn jemand neben mir pennt, ob er ganz leislich aufsteht oder ob es Licht anzündet und fette Rockmusik laufen lässt. Das kommt wirklich nicht darauf an. Oh, mein nächster Punkt. Ich heule ab allem. Ich heule so oft. Mein Dank an Tränen ist eigentlich so gross. Ich kann wirklich bei allem brüllen. Und glaubt mir, ich kann bei jedem Film anfangen zu brüllen. Bei Barbie-Filmen, bei irgendwelchen Kinderserien, bei jedem Scheiß fange ich an zu heulen. Ah, und streiten geht gar nicht. Real Talk. Wenn ich streite oder diskutiere, ich fange instant an zu brüllen. Und ich komme da so ein Klotz über und ich kann das gar nicht steuern. Es läuft einfach. Oh, und das Schlimmste ist, wenn du mit Lehrern musst diskutieren. Du bist am Diskutieren, du spürst, wie der Klotz langsam so kommt und sagt, yo, jetzt können wir langsam trainen. Und dann weisst du darfst nichts mehr sagen. Weil bei jedem Wort, das jetzt du wirst sagen, laufen einfach Tränen. Das läuft einfach wie Wasser. Das ist teilweise schon verdammt mühsam. Ich bin ein mega Vergangenheits- und Traditionenmensch. Also ich hänge mega an so alten Sachen. Ich weiss nicht, für mich ist das alles mega nostalgisch. Also wenn ich alte Videos oder Fotos anschaue oder wenn ich irgendwie einen Ort sehe, den ich vor 2 Jahren mal gesehen habe oder mit der Klasse dorthin bin oder so. Ein Beispiel. Als ich klein war, hat mein Dad eigentlich immer Osternestchen an Ostern versteckt und wir mussten alle suchen und so. Und dieses Jahr haben wir halt logischerweise nicht wirklich etwas machen wegen Corona. Also, was habe ich meinem Dad gesagt? Er muss im Garten von uns Osternestchen verstecken für mich. Aber meinen Freund habe ich auch noch gezwungen. Aber es war süß.
Ja. Wir kommen zu einem Fakt, ich glaube, da können sich vielleicht sogar viele noch identifizieren. Aber wenn ich sad bin, jetzt angenommen, es ist Abend, ich bin mit Kopfhörer in meinem Bett und bin am Heulen und es ist alles scheiße, dann steigere ich mich noch viel mehr in die Trauer rein. Dann geht es mir eigentlich schon recht gut. Es ist ein geiles Gefühl, richtig traurig zu sein. Das ist so dumm. Oh mein Gott, was denkt ihr von mir? Oh, auch noch ein random Fact, ich glaube, das wissen auch mega viele nicht. Und zwar, ihr kennt alle den Lino, meinen Stubenhase, der in unserer Stube wohnt. Aber wir haben eigentlich 2 Hasen in unserer Stube. Also wir haben noch den Gashi. Und zwar jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube seit 4 Monaten oder so voll. Also der Lino ist eigentlich voll allein, weil er hat seinen Kollegen, den Gashi. Ich bin ein richtiger iCarly-Fan. Mein Herz schlägt einfach für iCarly, schon seit ich 10 bin. Und keine Ahnung, irgendwie kann ich mich halt voll damit identifizieren, weil ich mache YouTube, sie macht eine Webshow und I don't know, ich weiß nicht, ich kann da voll eben die Nostalgie und alles kommt dann zusammen und dann... Ja. Oh, und ich bin richtig knacksüchtig. Also mein ganzer Körper knackt ich am Tag mindestens 50 Mal gefühlt. Glaubt mir, das ist einfach satisfying auf einem anderen Level. Ja, das wären eigentlich schon alle meine Sachen, die ihr noch nicht gewusst habt über mich Video gewesen. Es ist wie gesagt absolut random gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ich weiß wie gesagt noch nicht genau, wann mein Break wird sein. Ich werde auf jeden Fall noch Bescheid geben. Wahrscheinlich auf Instagram, darum folgen wir sicher mal auf Instagram. @nattystyle_, der wird euch auf jeden Fall bekannt geben. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich unbedingt, um kein Video zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder hoffentlich. Tschüss! Und wenn es nur ein Kommentar gibt von Bibi Langstrumpf.